Damen und Herren, und dem abrupte Schlussmengen Ferien noch probieren, aber auf eine andere Thematik zurückzukommen, die von der Kulturpolitik von der aktuellen Regierung. Aber der Minister Wissler als Interpellant, dem ich merci so wie das Initiativ, den heute schon ein paar Sachen abgezählt, die Männer gefallen. Dorf so von der Tournee vom OPL, der Ausstellung Erste Weltkrieg, die man näher mit Konventionen gekündigt gesehen, alles das vor. Aber das hält man nicht immer da ab. Ich meine, die Bilder noch engem Jahr oder bei engem Jahr von dieser Regierung in der Kulturpolitik, den ist eigentlich noch viel mehr schlecht. Und du möchtest als Angst. Ich nenne nicht noch ein paar Sachen, wenn sich fragen, wo geht denn zureichend immer der Kulturpolitik von dieser Regierung? Zum Beispiel die Sache von Picasso. Lass mal da abgreifen, wenn der Adam abgehalten hat. Als das normal, dass wir wenn wir Picasso am Land haben, das war nicht der schönste, das muss nicht mehr du wie das zu beurteilen, dass wir ihn dann nicht verkaufen, weil der Preis nicht gut genug ist, auf Platz zu verlieren, wie wir ihn nicht können valorisieren. Das ist schon nicht normal. Als dann normal, dass wir, wenn wir das Arbeitsgebäude haben, mit einem von den schönsten und wichtigsten Gebäuden, was wir am Land tun, dass du nicht direkt Regierung an öffentlich sieht, dass wir das gerne behalten, alle zu der Hand an einem vernünftigen Zweck zu feiern, nicht den Eindruck, ich weiß nicht, was der Kulisse gelaufen ist, aber nicht auch noch den Eindruck an der Öffentlichkeit vermittelt, dass praktisch egal ist, wen der tut, wie ein ausländischer Investisseur, ich will kein Nimm nennen, was nachher können, mir ist ihm egal, wen nicht will, der Kredit. Das ist nicht normal. Wie geht immer dein Patrimoine um? Eben meine Ferien hat gesagt, wird alles aufgerappt geteilt am Land. Das ist eine Tragödie. Ettelbrücke, Gera, so ein aktuelles Beispiel, mir andere sie genannt gehen. Das möchte ich nicht. Es guckt ihn als Regierung, dass die Patrimoine, mir schon nicht so viel hier am Land, mit das, was man 100 soll erhalten bleiben. Wir haben eine 175 Jahre Feier gehabt für die Unabhängigkeit, wo so gemerkt wird, als wären wir 175 Jahre, mir wird dramatisch aus. Wenn man das guckt, das ist nicht eher direkt Responsabilität, die redet nicht passt einfach an die Kulturpolitik von diesem Land dran, wo praktisch so gemerkt wird, als hätte man nicht mehr mit dieser mittelalterlichen Geschichte zu tun, wie wenn das für Lützeburg gilt, da gilt das für alles andere Notbeschländer auch, aber kein Mensch denkt dran. Deutschland von Haut aufzutrennen vom Hellischen Reich von der deutschen Nation, Frankreich von Haut aufzutrennen von den Kindern, wo früher, genauso man können wir als in dieser Geschichte an der Dynastie auch vom Lützeburgischen Mittelalter trennen, wenn wir vom Lützeburgischen Haut schwätzen. Das alles sind gefährlich, das sind bedenkliche Entwicklungen. Ich will ein Zitat bringen, weil viele von meinen Vierredner auch entbrüsten. Ich will einen eminenten Lützeburger Politiker zitieren, den Herr André Bauler. Herr Bauler hat als Sänger gesagt, Politik kann nicht Kultur bestimmen. Mit der Frage sich mit der Minister, für was will das Regierung Kultur bestimmen, auf Form zu geben einer Zensur? Ich zitiere nicht seit 1936 aus einem Regierungsprogramm, da steht er nicht los, mit ihr wisst ja, was im Regierungsprogramm steht, wo da so, dass die Regierung gegen Lieder kontrollieren, die gehen analysiert und observiert pour obtenir une plus grande neutralité du point de vue représentation du genre. Haben wir ein politisches Ziel, so da eigentlich, dass ein Kontrolle über eine Kunstform will ausüben. Das als Zensurdenken. Das als ein Angriff an die Freiheit von der Kunst. Aus welchem Grund auch immer. Wir hatten Diktaturen am Laufe der Geschichte, die mit den wunderbarsten Argumente an Freiheit von der Kunst angegriffen. Mir zu justifizieren wurde nie, dass sie Sachen, die ihn einfach nicht mischt. Und das, was am 136, da seit 136 schon in einem Kultur- oder Regierungsprogramm da steht, das ist einfach für einen demokratischen Staat nicht akzeptabel. Nachdem ich Staat gesagt habe, dann will ich aber auch so, dass es aber eine Tatsache ist, und da gebe ich recht, dass man ein Defizit von 1 Milliarde tun, und ihr schreibt den Defizit schon 4 und egal wie ein Zukunftspakt da bringt oder so, die macht weiter Defizit an dieser Regierung. Dann ist es doch normal, dass ich muss gucken, was an der Kultur möchte, weil der Staat kann nicht alles bezahlen, dann muss ihn effektiv sich da genug strecken. Und dann, was möchte ich dann? Mit der probiert wenigstens mal keinen Fehler zu machen wie Zukunft. Das ist vielleicht die beste Route, die wir können gehen, an der Politik von der Steng, an der Politik von den Gesetzen, just weil ich der Purwort, bei den Stängen zum Beispiel, wird mal so zu nennen, bei dem Patrimoine, bei den Infrastrukturen. Können die als eine Garantie geben, der Politik wie Kirche, Staat zu trennen, was sind die Reperkussionen, ob die Gebäude, die an der Verantwortung von der Gemenge meistens vom Staat leihen, die Infrastrukturen von den Kirchen. Mit die wichtigen Kultur- und Kunstdenkmäler, die wir am Land tun. Was will da machen? Können da als Garantie gehen? Wie ist es dann mit anderen Sachen, wo wir Infrastrukturen
Strukturen, wo man wunderbar Sachen hier am Land tun, die aber zum Teil überhaupt nicht gepflegt gehen und nicht an das Konzept mit angebunden sind. Wie ist mit Kolpisch? Wir schwätzen vom Meritage, wo Kolpisch, wo wir über Europapolitik schwätzen, wo da schon Kolpisch gucken, was da geschieht ist, in den letzten Jahren, wie das verbaut ging aus, wie das verhunzt ging aus. Merdet bis raus. Da ging man euch unterstützen. Wie ist mit Mansfeld? Du kann ich nicht hingehen an Schritt setzen, die späteren eng später Gutgestion von dem Site en nees Opbau eng touristische Nutzung präjugieren. Auch das wäre Fehler für das zu machen. Muss ich noch daran denken, nachdem ihn gegroven hört, dann inventuriert und so weiter, wer den aber kann an der Zukunft, damit man sollen do keine Möglichkeit verbauen. Und dann über Gesetze will ich ein paar Worte sagen. Oder vielleicht, weil man für drun so viel über den Mut gesagt hat, ich will aber noch, ob der Dago, was den Herr Adam gesagt hat. Die hat am Anfang geschwärzt von einer Fusion von den Strukturen der zeitgenössischer Kunst hier im Land. Doch, mengwege Synergien. Also auf jeden Fall, wo missverständlich, was er da geschrieben hat an ihrem Zukunftspakt. Wir so nicht als RDR mal fusioniert. Eng Struktur für zeitgenössische Kunst hier im Land geht effektiv durch. Dat ist nicht unbedingt, dass die Lo muss massiv zurückschrauben. Mit die beste Synergie an dem Bereich ist Fusion. Auf wie wert so man das? Mir ganz einfach, weil das Pai-Museum ist eine fantastische Infrastruktur, und wir sollen den viel mehr intelligent nutzen, für den Kulturtourismus hier am Land zu fördern. Das ist die einzige grosse Musealstruktur hier am Land, mit der man könnte Wanderausstellungen oder andere touristische Magneten umziehen. Das ist nicht falsch dabei, das zu machen, aber wir sollen nicht machen. Aber wenn das nicht will, dann muss man den Namen vom Museum ändern. Mudam ist ein Museum der modern, wenn ich mich gut erinnere, und er möchte nicht mehr contemporain. Das ist nicht der Sinn von dem Ganzen. Mir so wanderte wëlt se zwee behalen, dann ändert den vom Museum, da sieht doch so eierlech mit mir so fusioniert eng Struktur wie zeitgenössisch Kunst hier im Land, an de dat Wonnerbert Gebäi viel intelligent nutze wie den Tourismus hier im Land zu fördern. Dann Gesetzer. Ich hatte die Wolle ugeschwert, weil das eigentlich Staat von den Krisenzeiten lieft, am Manner suen hört wie sos hat, da kann in Bass lehen für eine Zukunft. Es soll mit Mitteln, die nicht viel kosten, meistens kosten wichtige Sachen nicht viel, kann ihn aber etwas machen, was wichtig ist für die Generationen nur, also noch für unser nationale Kulturpatrimoine zu fördern. Ein paar Beispiele. Das schön, dass Jeunesse musikal verschwunden sind. Das ist wirklich ein Verlust für unsere Kulturlandschaft hier im Land. Kann ich nicht probieren, da dann in irgendeiner Form zu reanimieren, weil viele Hunderten und Tausende, wo junge Leute und die und klassische Musik fand, und noch in einer Musik von hauptsächlich klassische Musik über die von der Jeunesse musikal. Aber bei den Gesetzen, neben all denen, die genannt gesehen, denkt doch an den TTIP. Für was, ich meine, es ist ja gar nicht der Meinung von den Linken, dass den das muss verdammen, die überhaupt fertig negociiert gehen, als mit anderen Negoziationen. Sollen wir die Exception kulturell betonen, weil es ist wichtig für uns, dass wir staatliche Subventionierung der Kultur erhalten und nicht einem Konkurrenzprinzip offeren. Und das ist wichtig für uns, dass wir auch die kleinen Sprachen an denen Kulturbereichen, wo besonders kleine Sprachen gelten, das gilt für die Lützburger Filmproduktion, Theaterproduktion und andere Sachen, wo wir auch das können weiter fördern und noch finanziell subventionieren. Merkt Gesetze über Mäzenat und Sponsoring. Für das klar zu stellen, in welchen Konditionen auch Privatakteure hier in dem Bereich können tätig sein. Weil der legislative Bereich, der kostet nicht viel, aber der kann dummer der wichtige Basis legen für die zukünftige Entwicklung von unserer Kulturlandschaft. Dasselbe gilt am Buchmärkte just die Wahl von Kulturbücher, wo natürlich wichtig ist, das elektronische Buch zu fördern. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Geht endlich auf die Weg. Wie diese Länder an einer gemacht haben, die auch nicht viel Leid tun, an auch sogenannte Kleinsprachen, mit die die Spruch konsequent entwickelt. Geht auf die Weg, dass auch ausländische literarische Werke können auf Lützeburg übersetzt gehen. Die Übersetzungshilfe auch an die Weg, Droit d'auteur bezahlen wir im Ausland, für da doch mehr literarische Werke an Lützeburg die verdrohen gehen, wird natürlich als eigene Spruch, wird hier als eigener Spruch hilft, sich weiterzuentwickeln, und noch mehr zur Geltung zu kommen, und mehr gelesen zu gehen. Lieder. Also eng einer Sache, wo man leider an den letzten Jahren an den Schulen immer Männer Lützeburger Lieder sagen, wir haben auch da ein Patrimoine, das wir können pflegen. Dafür sonst, das kostet nicht. Das kostet Politikerbücher, das kostet politische Willen. An unseren Schulen, der kann dann den Zugang zu dem zu geben, was wir in eigenem Kulturreichtum und in eigener Kulturtradition in diesem Land tun. Kulturpolitik besteht nicht nur an Ausstellungen, an großen internationalen Events, und da gehen eine Menge Ferien recht, die darüber aufmerksam gemacht haben. Mir vielleicht die
wichtigsten Sachen für uns heim, das also als ob das besinnen, was wir haben, das pflege, was wir haben, an den nächsten Generationen dadurch für die Führung gehen. Madame Minister, wir hatten noch an den letzten Tag ein bisschen hin und her mit unseren Kollektionen hier im Land. Wir hatten auch an der Presse Diskussionen, dass dort Spurkäse-Kollektionen, Kunstkollektionen, dass Ministere Kunstkollektionen oder Einzelwerke, wie der Picasso in das, Zentralbank hat anscheinend Kunstwerke. Und es wäre wichtig, dass wir auch hier alles inventorieren, pardon, da habe ich mich doch verlaufen, an Register machen hier am Land, und dann noch eine Gesetzgebung, die bien kulturell an das Patrimoine kulturell hier am Land an einem Sinn schützt, dass das nicht verkauft wird, dass das gut geriert wird und dass das dem Publikum accessibel ist, für die Sachen noch können zu gucken. Am Platz, dass wir an staatlichen oder parastaatlichen Institutionen so viele Kunstwerke haben. Den Herr Chamberpräsident, den hat also ein Patrimoine musikale Lo bereichert durch einen Glack, und darüber da halten wir dann ab und so eine Schmerz wird nur leisten.